Herzlich willkommen zurück hier zu Majora's Mask 3D in Pikibernea, sprich im zweiten Tempel sind wir bereits. Und ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Respekt vom Tempel, weil aus dem Original noch aus Kindheitstagen, das ging damals ziemlich schief hier. Also ich glaube, ich habe ziemlich lange gebraucht für alles Mögliche. Und deswegen, naja, lassen wir natürlich gucken, wo also das sein könnte. Die fehlen wir, glaube ich, hier auch teilweise noch ziemlich fies versteckt. Zum Boden kamen wir auch schon hin. Ja, okay. Aber erstmal natürlich alles ein bisschen erforschen. Und gucken, wo was sein könnte. Ja, scheinbar nicht viel. Dann doch mal schauen. Deck weiter auf einmal, okay. Wie soll man da hochkommen? Oh, eine Truhe. Auch nicht schlecht. Und einen kleinen Schlüssel. Gut, wird direkt im ersten Raum weiterkommen. Das ist natürlich schon mal geil. Brauche ich ja vielleicht das Auge der Wahrheit noch? Ich glaube, das braucht im Tempel sowieso eher weniger. Ah, doch, ich weiß wieder was. Ich weiß wieder, es war doch irgendwie so, dass ich nachher von der einen Seite rüberkomme und deswegen das bereits mal vorbereiten muss. Also eigentlich müsste auf dem meisten Teil rausrutschen. Naja. Das war doch irgendwie so für diesen Fall der Fälle. Das heißt bloß, wo ich den genau platzieren sollte. Obwohl natürlich als kleiner Link kommen wir sowieso weit. Ich mach's doch besser mal. Ups. Mann! So. Naja, die Steuerung. Mach's doch besser mal genau hier in der Mitte. Oh. Was? Was gibt's in der Truhe? Geil. Kann ich hier... Ne, hoch kann ich auch nicht, wa? Schade, schade. Okay, dann haben wir schon mal eine Truhe. Wollen wir hier alle Feen zu finden? Könnte schwierig werden. Gut, vorbereitet wäre schon mal hier. Was ist denn da unten? Aber per Freiflug nach unten habe ich auch keinen Bock drauf. Wir gehen nochmal zurück. Was? Ich wollte gerade rüberspringen. Das gibt's einfach nicht. Ich wollte gerade rüberspringen, aber natürlich der fette Corona hier springt natürlich Goronling, oder wie immer genannt wird. Er hat keinen Bock zu springen. Nö, wieso sollte er auch? Er kann ja Rock'n'Roll. Mal gucken. Ach, dann bereits. Ja. Muss direkt, sobald der dritte bereits anfängt, seinen eisigen Atem des Todes auszusprechen, muss er bereits los. Nein! Hör! Hilfe! Oh Mann, ja, der Tempel wird lustig. Oh, cool. Was? Geht doch. Bitte mach mir mal die Kiste auf. Was haben wir jetzt so Schönes? Wer da geguckt hat. Die Karte. Schon mal sehr geil. Jetzt ein noch irgendwas, war. Was denn das? Hallo? Das sind die Bombenrad, aber wozu? Ja, wird natürlich wehtun, das ist mal klar. Aua. Shit happens. Okay, jetzt bin ich hier in diesem Raum. War hier noch was? Nö, war. Muss ich wundern. Sieht fast so aus. Ah, Hilfe. Mann! Bringt scheinbar nicht sehr viel. Nachher für... Ja, ihr seht bereits, was es hier gibt. Genau, die Feuerpfeile. Da muss ich irgendwie so rüber und dann kann man von da hoch ein Stockwerk höher halt und dann... Ja, da. Nö. Okay. Dann war das hierfür. In diesem beschissenen Raum.
wäre natürlich die nächste Option, dass ich hier wiederum ein Stockwerk höher gehe. Oder tiefer, je nachdem. Ah, tiefer, okay. Alles klar. Oh, jetzt bin ich aber ganz tief. Was wurde denn? Booms! Voll in die Fresse. Das eigentlich dürfen wir vorher gar nichts ausmachen, ne? Mir als Geronen. Man weiß ja nie. Das war jetzt aber ziemlich einfach. Naja. Lass mich in Ruhe, Mann! Eine 4. Fee. Geil, geil, geil. Aber sonst nix. Tja, jetzt hier. Wummern? Falls ja, dann wäre es ziemlich billig. Ja. Wieso eigentlich nicht? Jetzt einfach so stark, dass die 2 Feen brauchen werden. Ich meine, so, naja, so einen Anfang bin ich jetzt doch wiederum nicht. Doch, wie gesagt, es kann immer alles Mögliche passieren. So aus dem Weg hier. Jetzt schon wieder. Okay, da braucht ein Deko-Link wiederum. Ich glaube, für alle Feen brauchte ich aber das Auge der Wahrheit dann doch. Ja, toll, Mana gibt es in Hülle und Fülle, natürlich schon mal geil. Was bringt mir das, wenn ich sonst nicht weiterkomme? Hier ist auch nichts. Nee. Aber doppelte Magieleise ist schon geil, das ist echt so. Tja, wenn wir fast mal sagen, so gegen Anfang, weil man bringt ja nichts, dann sind wir hier oben wieder, wenn da wieder runterfällt, sind wir ganz unten. Ich kann mich auch nicht weiter, weil alles noch zugefroren ist. Ja. Obwohl, geht ja gar nicht. Okay, muss ich so wieder runter. Also, am Anfang des Tempels weitermachen. Einen Schlüssel haben wir ja. Das muss so sein. Und dann ist halt die Frage, kriegen wir direkt dort die Feuerpfeile, weil sonst wüsste ich gar nicht, wo ich sonst weitermachen sollte. Arsch mit Ohr, nee. Da waren die Typen wieder, genau, da war das auch wieder, da war zum Wegschieben und dann, ja, hier weiter. Wie das gerade wäre eingefroren. Man sollte niemals linken Haken. Wieso eigentlich linke Haken? Naja, also sowieso Linkshänder, der gute Link. Alter, aber auch überall die Feuerpfeile. Ich hoffe, ich kriege die bald. Eine gute Alternative natürlich. Und dann könnte das doch theoretisch der Kompass sein. Der Kompass, ist das geil. Okay, normale Türe. Am besten mit der Maske hier, wa? Nee. Da kommen immer schon so viele Bomben. Das wäre elegant, Link. So. Bumsi Bums! Dort also weiter im Text. Okay, sonst gibt's ja echt nichts. Muss überall da rumspringen, alles auftauen. Das sehe ich eventuell noch was mit dem Auge. Nee, keine Phoenix. Oh, alle Feen zu finden. Ich hoffe, es sind auch etwa 15, nicht mehr, weil sonst könnte es noch knapp werden mit allen Feen. Wollen wir ganz kurz. Karte. Naja, 15, okay. Das ist. Nein, da gibt es einen Eiszapf, genau wie den wir draußen gesehen haben.
Jo, den tue ich auch, aber... Oh. Ob das Grün was ausmachen würde. Der kommt da nicht hoch. Willst du verarschen, Alter? Okay, bloß das hier. Kann man es mit... Mann, Alter. Na gut, dann tue ich ihn auch zu hoch. Linky Boy, hast du hier etwas... Oh, einen Schlüssel, ganz toll. Da drüben ist allerdings etwas. Kann ich auch irgendwie abballern? Ach so! Anschleichen, dachte schon. Ich hätte irgendwas total verpeilt. Hä? Wieso nicht gleich so? Machen wir überall einen Weg frei. Ja. Eine geile Idee, muss ich zugeben, weil sonst ist es nur so der Gedanke, sorry, aber ich habe da keinen Schlüssel, ich habe keinen Feuerpfeil, wie sonst sollte er weiterkommen? Täuscht mich, er braucht das Auge der Wahrheit weniger Mana als früher. Kommt mir gerade so ein bisschen vor. Schade, klappt nichts. Ja, hätte sein können. Da kommt doch niemals rüber. Man sollte niemals den kleinen flinken Link unterschätzen. Mann, Alter. Unterschätzt ein bisschen seine Flugfähigkeit. Muss ich leider zugeben. So, komm schon, Link. Geht doch. Nichts zum Abbau, aber ein bisschen... Nee. Hallo. Ah, eine Truhe. Ich sehe nichts, hallo. Hä? Achso. Ein Turnier von einer Seite aufgehen. Von mir aus eine verehrte Fee. Cool. Unbedingt das, was er gerade wollte, wenn ich ehrlich sein soll. Da muss ich da so rüber. Ja, und dann finde ich auf einen Schlüssel. Naja, ich hoffe es fast. Das Wagen ist mir gerade egal, um ehrlich zu sein. Dann natürlich viel lieber hier. Blub. Cool, wa? Ja, nicht schlechtes Rätsel, muss ich zugeben. Das wäre sonst immer peinlich geworden, wenn da irgendwie gesagt hätte, wie geht's denn da weiter? Geht ja gar nichts. Es geht alles, muss nur wissen wie. Ich mache auch wieder Feuerpfeile, wissen nicht, wie das sonst gehen sollte. Aber hier mit dem tüchtigen Wummer... Das war richtig hier. Ja. Glaubst du, du könntest jetzt so groß bewegen, indem du dich einfach draufstellst? Du musst einen Weg finden, es gleich in den Boden zu stampfen. Null Problemo. Ja, müsste zwar eigentlich reichen. Nice, war Booms! Wie die Ralala. Ja. Ist echt so einfach hier? Hä? Ja, und dann wie weiter? Mit den nochmal bumsen oder was? Ah, einmal ganz kurz. Obwohl, ich hätte draußen viel Zeit dafür. Gyro-Steuerung. Verdammt, das ist relativ wenig mehr. Eine vierte Fee, das ist Nummer 5. Geil. Ja, nochmal zum eigentlichen Thema zurück. Was hört dann die ganze Zeit, wenn die kleinen Viecher da unten war? Abgesehen davon sehe ich hier nichts. Das muss ja nichts Schlechtes sein, aber wie soll ich denn... Aber wenn der raufkomme? Na gut, da will er nochmal wumsen, wenn er mit der nachher runtergeht.
Ich hoffe, so ist es, weil sonst wird es echt ein Problem, Freunde. Mann, ey! Oh, das gibt's doch nicht. Geht einfach mal hoch. Ich finde kein Link. Ja, total gebracht. Was bringt denn das? Was ist denn hier? Na toll, ist der wieder unten. Beziehungsweise zurück. Die Zeit läuft natürlich nicht mehr. Freunde, verstehe ich nicht ganz. Voll Abdruck in der Wand. Ja. Nee, also, sorry, aber ich verstehe es nicht. Was ist hier los? Was bringt das, wenn... Ich muss ja den wegkriegen. Ich habe den bereits einmal betätigt, wa? Naja, Taya ist gut, oder muss ich den erstmal platt machen? Bringt auch nichts, kam immer wieder. Die kommen doch, soweit ich weiß, immer mal wieder. Aber gut, wird jetzt hier nicht mehr in diesem Tempel. Die Frage ist doch, was bringt das jetzt? Was habe ich jetzt da gewonnen, wenn ich das so mache? Ja, logisch, und rein der Einstampf kommt dann wieder raus. Ja, ich muss zugeben, ich bin verwirrt, weil ich sehe nicht wirklich an, was es bringen soll. Hä? Bin ich jetzt echt so bescheuert? Moment mal, wenn ich jetzt den da betätige, sprich blub, dann geht der hoch. Denke ich einen Countdown. Okay, dann kann ich den Rest vielleicht noch was machen damit. Mal ganz kurz, muss jetzt mal testen. Sprich im Sinne, wenn ich jetzt den wieder runter schicken würde, ob das was bringt. Aha, dann soll das Link einfach rüberspringen, wa? Okay. Ja, dann ist doch klar, dann muss es so sein, weil sonst wäre alles andere wäre unlogisch. Das war clever Link. Die kleinen Viecher bleiben scheinbar tatsächlich weg. Wundert mich gerade selber ein bisschen. Ja, ich weiß, Mann, das Tag ist gleich vorbei. Kein Problem, wir haben noch genug Zeit. Mir ist also echt nur für den Rückweg gedacht. Ich glaube, da soll man sogar noch ziemlich schnell sein, wa? Natürlich nur solange man halt noch keine Feuerpfeile hat. Jo, klappt alles. Und tschüss. Puh. Dämmerung des zweiten Tages. Und jetzt hier. Wenn ich hier runterfalle, Hasta la Vista, war. Das ist natürlich jetzt ein bisschen... Da gehen wir mal darüber, wa? Den Mann ein bisschen auffüllen. Hier geht's noch weiter. Cool. War da vorhin bereits unten? Na, guck mal einer an. Guck mal, da plötzlich dorthin war. Die Frage natürlich,
was bringt mir das? Weil ich habe hier trotzdem noch eine Funktion für den Feuerpfeil. Ist das daher für mich die Frage, was... Darf noch eine Truhe, wa? Das sieht aber ziemlich kryptisch aus, Freunde. Klappt das wohl direkt im ersten Mal? Sonst fliege ich wieder runter und dann wird am Fehl des Tages. Nee, nee. Nee, 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 nee. Nehmen wir uns später auf. Da geht's nicht weiter. Da drüben schon. Klopf, klopf. Ach du Scheibenkleister. Nein, nicht der. Oh, den kenne ich noch von früher. Stimmt, du darfst ihn gar nicht anvisieren, weil sonst haut er ab. Wieso das erste Mal, deswegen ist es noch einfacher. Man sieht auf der Karte gar nicht, wo er ist. Da sprich links unten. Ah, da haben wir früher gesehen, wo er ist. Oh oh. Ja, wie merke ich jetzt, wo er ist? Glaubt der irgendwie... Wow! Autsch, hat wehgetan. Ah, ist klar! Die ganze Fläche vereist er, okay. Hab dich erwischt, Mann! Nein! Oh! War zu langsam. Ah, okay, ist doch ein bisschen stärker, der Gute, weil früher, also kann man natürlich täuschen, aber ich hätte schwören können, dass man früher links unten auf der Karte, also links unten übertrieben war, auf YouTube natürlich rechts unten, man hat gesehen, wo er jeweils war. Aber das ist jetzt hier ein bisschen anders. Und wir haben endlich die Feuerpfeile. Na, endlich, endlich. Und damit ist natürlich ein perfekter Zeitpunkt, den Part zu beenden. Freunde, danke fürs Zusehen und nochmal bis zum nächsten Mal hier bei Majora's Mask 3D, damit den viel stärkeren Feuerpfeilen. Und ja, die werden uns noch viele Freude bereiten, Freunde. Feuer-Action! Geil, Mann. Tja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss. Autsch, das war schmerzhaft.